Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund. Joa, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Bisschen mehr zu Dortmund werde ich im Taktikfuchs sagen, wie ich den ganzen Bums einschätze. Hier gehen wir jetzt erstmal in die PK rein. Ja, guck mal, was unser Trainer dazu Länder sagt. Geht der deutsche Klassiker morgen auf Sendung. Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund. Herzlich willkommen zu allen. Ja, ich habe ja vor dem letzten Spiel noch gesagt, ist auf jeden Fall noch der deutsche Klassiker. Was dazu wichtig ist mit Vincent Kompany und Christoph Freund. Euch natürlich und beginnen wir natürlich auch wieder sportlich heute. Ne? Natürlich, ne? Da beginnen wir sportlich heute natürlich. Ne? Der Dieter hat auf jeden Fall wieder gute Laune. Nach dem Champions League-Spiel war er ziemlich angepisst. Verständlicherweise. Dann Torben Hoffmann als Erster bitte für Sky. Guten Morgen. Guten Morgen. Vincent, welche Rolle spielen die beiden Niederlagen, eure Heimniederlage und die Klatsche von Borussia Dortmund beim Klassiker genau zwischen diesen beiden Champions League-Spielen? Und vielleicht nochmal eine Frage zum Personal. Ja, da haue ich gleich mal meine Meinung raus. Ich denke, das ist nicht gut für uns, dass die Dortmunder 4-0 aufs Gesicht bekommen haben, weil, ja, machen wir uns nichts vor, also da muss ja schon, ja, das Ding ist durch. Also da müssten alle Fußballgötter dieser Jahrhunderte zusammenkommen, damit das noch irgendwas wird. Von daher können die Dortmunder sich auf das Spiel gegen uns konzentrieren. Immerhin geht es für Dortmund noch darum, in den europäischen Wettbewerb zu kommen, was für Dortmund natürlich super wichtig ist. Und wenn sie jetzt bei uns auch nochmal verlieren sollten und die anderen gewinnen, dann sieht es auch da ganz, ganz düster aus. Ja? Von daher ist das ein Riesen-Nachteil für uns aus meiner Sicht. Weil, ja, wir werden natürlich Inter im Kopf haben. Da kann der Winnie sich jetzt wieder da hinsetzen und kann labern, ja, nee, wir sind vollen Fokus auf Dortmund und auf die Meisterschaft und bla. Nee, wir haben 6 Punkte vor. Wir wollen ins Finale da haben es nicht geschafft gegen Inter zu Hause. Du hast Inter im Kopf. Du wirst in den Zweikämpfen, wirst du zurückziehen. Zumindest einige Spieler, da bin ich mir 100% sicher, einige Spieler werden nicht 110% gegen Dortmund geben, sondern wollen das dann lieber 3 Tage später gegen Inter tun. Von daher sehe ich da Dortmund, was das anbelangt, natürlich schon im Vorteil. Auf der anderen Seite kann ich die Dortmunder gerade null einschätzen, wozu sie sportlich in der Lage sind. Da bin ich selber sehr gespannt auf das Spiel. Ich bin gespannt, was wir auf den Platz kriegen, aber ich denke, aufgrund der Ergebnisse sollte Dortmund da auf jeden Fall einen kleinen Vorteil haben. Manu trainiert individuell. Wird er natürlich jetzt abstreiten, aber ist ja okay. Relativ viel noch auf dem Boden, also der wird sicherlich für den Klassiker keine Rolle spielen. Besteht da die Möglichkeit, dass er im Rückspiel gegen Mailand wieder zur Verfügung steht? Und wie steht es um Pavlovic und Coman, die teilintegriert im Mannschaftstraining waren? Sind die morgen im Kader dabei? Danke. Alles drin. Alles drin, genau. Sportlich. Also erstmal Manu und eigentlich Manu, Pavlo und King. Pavlo und King, das werden wir heute noch sehen. Also King wäre schon wichtig für Inter, Alter. ich gehe davon aus, dass sich nicht viel ändert zum Spiel von morgen. Pavlo wäre natürlich auch wichtig, aber ja. Aber wir müssen noch mal schauen. Die sind heute im Training dabei und die haben noch ein paar Tests und so. Aber ich gehe davon aus, dass sich nicht viel ändert. Und Manu zum nächste Woche, wie gesagt, das können wir noch nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, ob das dann so gut ist, Alter. Den dann da jetzt wieder ohne irgendein Spiel vorher, wie lange war er jetzt weg? 4, 5 Spiele da wieder reinzuwerfen. Also, I don't know. Mach das lieber im nächsten Bundesligaspiel, Alter. Wenn eine Chance gibt, dann wäre das schön, ja, sehr, sehr optimistisch. Und ich habe es auch vorher gesagt, wir werden noch dieses Druck nicht erhöhen jetzt. Der hat selber sehr viel Erfahrung und er weiß, wenn er ready ist und wenn es nicht geht. Und das werden wir nächste Woche sehen. Ich bin mir sicher, dass die Frage nächste Woche wiederkommt und dann weiß ich schon mehr. Ja, die Niederlage natürlich, es fühlt sich noch nicht an, muss ich ehrlich sagen, als Niederlage, weil die
die Hoffnung und die Glaube noch so groß ist für unser Rückspiel. Aber natürlich wollen wir immer eine Reaktion zeigen. Natürlich, wir haben das auch oft gemacht. Ja, das ist okay, dass sich das noch nicht so anfühlt, weil, wie er sagt, das ist natürlich gerade mal ein Spiel gespielt, es steht 2-1. Ist jetzt nicht, dass wir 4-0 verloren haben wie die Dortmunder. Also alles ist drin. Ja, wir haben gesehen, dass Inter keine Übermannschaft ist. Und Inter ist eine sehr starke, durchorganisierte Mannschaft, gar keine Frage. Trotzdem haben wir unsere Chancen rausgespielt. Du musst sie halt einfach machen, ja. Und das wird halt auch das A und O in San Siro sein. Gemacht diese Saison, das heißt, dass wir in diesen Momenten auch wahrscheinlich am gefährlichsten sind. Und es gibt einen Klassiker, es gibt auch eine Geschichte zwischen die beiden Vereine. Und wie es letzte Saison gelaufen ist, in dieses Spiel ist für uns auch noch extra Motivation. Und das heißt, es fehlt nicht an Motivation und Energie. Und da bin ich mal gespannt, ob es nicht an Motivation und Energie fehlt. Ich glaube, die Fans, die werden wir auch brauchen. Die Fans sind heiß drauf und wir auch. Dankeschön. Habe ich alle Fragen beantwortet? Gut. Feierabend. Dann ist Stefan Kumberger dran für Sport 1, bitte. Guten Morgen. Dieter hat es gesagt, 200 Länder werden zugeschaltet sein. Jetzt ist also Thomas Müller wusste gar nicht, gegen wen man spielt, als er unter der Woche gefragt wurde. Hat der Klassiker so ein bisschen Glanz verloren, weil es in Dortmund nicht so läuft? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, diese Spieler, die behalten immer die Wichtigkeit. Natürlich hast du immer, natürlich waren die Spiele diese Saison gegen Leverkusen hatten natürlich auch ein ganz besonderes Gefühl. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch irgendwie aufgewachsen mit dieser als große Spiele, war damals Bayern Dortmund, aber auch Bayern Werder Bremen und das bleibt dich immer bei. Ja, Bayern Werder Bremen ist ja jetzt auch nicht mehr, ist gar nichts mehr eigentlich von dem, was es mal war. Bisschen traurig, ja. Ich bin auch damit aufgewachsen. Und ich glaube, dass das für uns auch ganz früh am Anfang dieser Saison im Kopf ist, wann diese Spiele sind im Kalender. Und das zeigt auch, was die Wichtigkeit bleibt von diesen Spielen. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man diese besonderen Spiele, also ich bin meistens eine, die immer ruhig bleibt aber ich finde es auch gut, dass diese Spiele nochmal extra scharf sind, dass man die extra besonders macht. Ich habe kein Problem damit und diese Wichtigkeit müssen wir auch tragen in unserer Spiel morgen. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Ich habe es ja eingangs gesagt. Vinny spricht mir da aus der Seele. Ich würde es auch fühlen, wenn wir da 110% geben und da nicht irgendwie Punkte liegen lassen, damit wir wieder einen Schritt näher an der Meisterschaft sind. Also das ist das, was zählt erstmal. Ja. Und da ist es zweitrangig, ob der Gegner Dortmund oder St. Pauli heißt, Alter. Und ja, wenn es Dortmund ist, dann ist man nochmal extra motiviert in der Regel. Sollte man sein als Bayern-Spieler. Nächster ist Sind wir Vincent Fans ja für auch. Merkur und TZ. Guten Morgen, Herr Kompanie. Man sagt im Fußball ja gerne, man schaut nur von Spiel zu Spiel. Wie schwer fällt das aktuell mit dem Programm und wie schwer ist es, jetzt auch gegen Dortmund wieder die Spannung hochzuhalten, die Intensität hochzuhalten, wenn man schon weiß, in ein paar Tagen folgt dieses wichtige Rückspiel gegen Inter? Ja. Ja, wir sind in einer Phase von der Saison, wo eigentlich alles wichtig ist. Jede Minute ist wichtig, jeder Moment und man kann nicht so richtig entscheiden, das ist Priorität oder das ist Priorität. Einfach alles ist Priorität und alles ist wichtig. Und dass das eine Klassiker ist, kommt natürlich noch als extra Ingredient zu diesem Spiel. Vielleicht ist es auch gut, so wie Vinny sagte, ja. Vielleicht ist es gut, dass es halt Dortmund ist. Dass es halt so dieser extra Kick ist. Wenn es irgendein anderer Gegner wäre, hätten wir wahrscheinlich viel, viel mehr Probleme, denke ich, zwischen zwei so Spielen. Aber das werden wir morgen sehen, ne? Und deswegen, gerade wenn man, glaube ich, im Moment ungefähr 15 Spiele zur Verfügung hat mit Bundesliga-Erfahrung, das macht eigentlich die Kopfschmerzen weniger, weil du brauchst jeder wird eine wichtige Rolle spielen und das ist dann auch immer ein bisschen abhängig von
von wer 100% fit ist und wer nicht, aber sonst hast du nicht so viel, musst du dich nicht so viel Gedanken machen und nur versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Die nächste Frage kommt von Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Servus zusammen. Frage an den Trainer. Sie wurden zu Ihrer Zeit in Burnley mal in einem Interview gefragt, welchen Spielern Sie künftig den Ballon d'Or zutrauen würden. Da kam Mbappé, da kam Haaland, alles erwartbar. Und dann haben Sie zum Schluss Duranville, den heutigen Dortmunder, genannt. Was finden Sie an dem so spannend, so gut und trauen Sie dem heute immer noch so viel zu? Mit jungen Spielern weiß man nie. Man muss immer ein bisschen so dieses Prozess mal beobachten, auch ein bisschen. Aber insgesamt finde ich es immer, ich wollte auch ja einen Namen geben, die keiner in diesem Moment kennt, sonst ist es langweilig. Und natürlich war Julien ein ganz, ganz großes Talent in unserer Jugend in Anderlecht. Anderlecht hat immer top Jugend gebracht und er war der Beste von dieser Generation. Und wenn du mit 16 Jahren schon Profifußball anfängst, also die Ingredienten sind immer da, damit er eine Top-Karriere hat. Er hat natürlich Verletzungspech gehabt und ja, also natürlich ist es morgen ein Gegner für uns und wünsche ich noch nicht sofort, dass er das zeigt, aber ich bleibe immer diese Beziehung haben zu diesen Jungs von Anderlecht, von Brüssel und ich hoffe, dass es ihm in Zukunft auch Ballon d'Or ist vielleicht zu viel Druck, aber dass er einfach die Karriere macht, dass er machen kann, aber noch nicht ab morgen. Eins dahinter, Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Ja, guten Morgen. Eine Frage an beide. Herr Kompanie, Sie haben gerade diese Extraschärfe angesprochen, die dieses Spiel hat. Wie viel Extraschärfe bringt es eben rein, wenn man aus einem Negativerlebnis kommt? Sie haben gegen Inter Mailand verloren und Dortmund hat es noch deutlich schlimmer erwischt, nämlich 0:4 verloren in Barcelona. Was kommt aus so einem Negativerlebnis? Verstärkt das diese Extraschärfe eines Spiels noch? Ja, wir wollen natürlich immer gewinnen, aber es ist noch zu früh, glaube ich persönlich, um das zu beschreiben als ganz negatives Erlebnis, weil die Glaube einfach noch so groß ist. Es gab ein... Da gehe ich auch mit. Ja, man muss das, ja, natürlich, wenn man das ganze Spiel sieht, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir super schlecht waren und keine Chance hatten oder sowas. Ja, wir haben 2:1 verloren, ja, weil wir uns dumm verhalten haben nach dem 1:1, wie es halt oft so ist. Wenn du ein Tor erzielst, das Stadion war da, das Stadion wollte mehr, wir alle vor der Glotze wollten mehr, haben gedacht, komm, wir machen das 2:1 noch, dann gehen wir mit einer sehr, sehr guten Ausgangslage nach Mailand und dann kriegst du halt so einen dummen Konter, wo sich viele Spieler individuell schlecht verhalten haben. Das ist die Geschichte dieses Spiels, ja. Von daher, also ich bin da auch weit von entfernt zu sagen, ja, wir fahren nach Mailand und haben keine Chance. Also ich sehe das jetzt auch noch nicht als das super Negativerlebnis. Also da gehe ich mit. Ja. Das ist noch nicht das Erlebnis, wo du sagst, oh ja, wir müssen jetzt unbedingt wieder was gut machen gegen Dortmund. Ja. Für Dortmund sieht das schon eher anders aus, ne? Es gab viele Fragen vor dem Spiel, wie die Kader sich aufstellt mit die Verletzungen und die Spiele, die wichtigen Spiele, die ausfallen. Und ich glaube, man kann auch Kraft und Energie holen aus, was die Jungs gezeigt haben gegen Inter Mailand. Natürlich. Das weiß ich nicht, ob man da Kraft rausziehen kann. Da waren schon viele waren schon enttäuschend, ja. Also da kann man vielleicht rausziehen, dass man den einen oder anderen Spieler aufstellen sollte. Am Ende schreiben wir über den Sieger und wer gewinnt und wer verliert, aber die Glaube ist noch immer da in unserer Kader, dass wir trotz die Ausfällen, dass wir trotzdem noch in Mailand gehen können und gewinnen. Und dann zieht das sich durch, natürlich zum Spiel morgen. Also wir haben immer noch dieses Gefühl, trotz die Rückschläge manchmal, dass diese Mannschaft sich immer präsentiert und immer in Lage ist, diese Spiele zu gewinnen, in diesem Spiel auch gut zu sein. Und wenn wir gut sind, haben wir viele Möglichkeiten und meistens schießen wir die rein. Und ich hoffe, dass das auch morgen passiert. Ja, ich glaube, das Spiel hat sowieso seine
Besonderheit, seine Schärfe einfach in dem Dortmund und Bayern. Das ist einfach ganz was Besonderes in Deutschland und zwischen so 2 Champions-League-Spielen. Für beide ein ganz, ganz wichtiges Spiel natürlich und beide gehen jetzt nicht mit dem absoluten Erfolgserlebnis rein. Trotzdem, wie es Winnie schon kurz gesagt hat, nach dem Spiel sind wir in der Kabine gesessen, auch die Spieler danach das Gefühl gehabt, natürlich enttäuscht, wir haben verloren, aber die Leistung war über weite Strecken wirklich gut und das haben wir auch von diesem Spiel mitgenommen. Jetzt wollen wir natürlich mit einem Erfolgserlebnis morgen anschließen und mit einem guten Gefühl und mit Energie von einem Erfolgserlebnis nach Mailand fahren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Da gehe ich mit. Das wäre schon wichtig, dass man da nicht jetzt dann noch mit einem Negativerlebnis gegen Dortmund hinfährt. Wo man dann wieder argumentieren kann, ja, jetzt haben wir halt das Negativerlebnis, jetzt muss die Trotzreaktion kommen. Ja, ist auch ein Weg. Aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich schöner zu sagen, oh, jo, wir gehen mit einem guten Spiel gegen Dortmund nach Inter. Ja. Neben den 3 Punkten, dass wir jetzt zurück auf die Siegesstraße kommen und an die Leistung anknüpfen und unsere Chancen einfach nützen am Samstag. Dann hinten in der Mitte Elisabeth Schlammerl, bitte. Eine Frage an Herrn Kompany. Sie haben natürlich immer, das nächste Spiel ist das Wichtigste, aber dieses Inter können Sie sicherlich auch bei Ihren Planungen für die Mannschaftsaufstellung nicht ganz außen vor lassen. Müssen Sie da ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, weil es vielleicht Spieler gibt, die jetzt so sehr oft gespielt haben und ein bisschen überbelastet sind. Auf der anderen Seite, gerade weil Sie daran glauben und weil ja die Hoffnung noch da ist, dass man ja weiterkommt, ist das Spiel auch wichtig. Im Gegensatz vielleicht Dortmund kann sich da vielleicht anders aufstellen. Die sagen, okay, die Chancen, dass wir da noch weiterkommen, sehr gering. Wir hauen jetzt alles rein in die Bundesliga. Das, was ich gerade sagte. Ist das jetzt vielleicht die Schwierigkeit für Sie? Ja, es ist eine Mischung, weil du hast natürlich das Körperliche und auch das Mentale. Und wir müssen uns die Chance geben, auch mental gut reinzukommen in dieses Spiel in Mailand. Und dann gehört ein Sieg gegen Dortmund dazu. Und deswegen, wir können vielleicht was machen, aber wir können auch nicht so viel machen, weil es ist einfach alles wichtig im Moment. Und wir haben die Spiele jetzt zur Verfügung, die wir haben, und die werden alle auf jeden Fall eine Rolle spielen, aber es gibt nicht so viele kreative Möglichkeiten für das nächste Spiel, wenn man ehrlich ist, und das ist auch okay so. Gar nichts, wir müssen einfach... Naja, ich gehe mal davon aus, dass ein Palinja auflaufen wird. Er hat ja nicht gespielt, es kann gut sein, dass ein Boe aufläuft. Kann ich mir vorstellen, dass Conny Leimer eine Pause kriegt. Ich weiß nicht, ob man Harry Kane eine Pause gibt. Da müsste halt Müller vorne rein und wieder ein Guerrero auf für 10 oder sowas. Oder ansonsten gehe ich davon aus, dass Thomas Müller anfängt. Da gehe ich auf jeden Fall von aus. Entweder für Kane oder hinter Kane. Und dann wird schon eng, wa? Ich meine, vielleicht lässt dann Michael draußen am Start, dass der auch mal eine schöpferische Pause kriegt. I don't know, ich weiß es nicht. Schwer von außen zu sagen, weil man nicht weiß, wie fit sind die Spieler oder wie fit sind die Spieler nicht. Ne? Dadurch, und wenn es hart ist, geht es auch. Der spielt denn da die ganze Zeit mit seinem Mikrofon rum, Alter. Ja, hallo. Sie haben sich bestimmt gewundert, dass noch keine Frage zu Thomas Müller kam. Deswegen die Frage, hat er sich mit seinem Tor jetzt in die Startelf geschossen oder planen Sie vielleicht eher so, dass er gegen Dortmund nochmal draußen ist und dann gegen Inter spielt? Ich habe mich nicht gewundert. Ich habe gedacht, das ist vernünftige Leute hier und wir sprechen nur über das Spiel und nicht über einzelne Spieler. Aber macht er ja eh nicht. Meine Meinung, ich würde den Thomas Müller reinhauen gegen Dortmund. Dann kann er halt zeigen, ob das eine Eintagsfliege war oder halt nicht. Wenn er da Mehrwert zeigt, dann kannst du ihn auch gegen Inter bringen. Ja? Wenn er gegen Dortmund aber wieder unsichtbar ist, dann kannst du das mit Inter auch nochmal überlegen. Nein, ich hab im Moment noch nicht so viel zu sagen zu der Aufstellung von morgen. Und ja, ich muss fairerweise sagen, also das war natürlich für alle, für uns auch ein wunderschöner Moment, dass er reinkommt und das Tor schießt. Ich hoffe, dass das noch... Zu spät hat leider, ne? Hätte viel eher eingewechselt werden müssen. Oft passiert und ja, bis jetzt ist es für mich, und ich hoffe, dass wir das auch so sehen in Zukunft, das ist ein positives Erlebnis und so wollen wir das auch in die nächsten Wochen und Monate miterleben.
Und ja, zum Spiel morgen, zum Spiel in Mailand noch nicht zu viel sagen, aber für die Aufstellung. Aber auf jeden Fall froh, dass er reingekommen ist und dass er diesen Impact hätte. Okay, wir haben noch 3 Fragen, glaube ich. Stefan Kumberger nochmal für Sport 1. Herr Freund, ich weiß, Sie verkünden erst was, wenn es was zu verkünden gibt, aber es gibt ja trotzdem Gerüchte um Flo Wirtz und die kommen nicht nur aus München, sondern auch aus Leverkusen. Wie sehr beeinflusst das Ihre Arbeit und die von Max Eberl und wie sehr nervt es vielleicht? Ich glaube, das gehört dazu. Das ist Business, das gehört einfach dazu. Business. Aber ja, da wurde ja schon viel spekuliert, auch in den letzten Wochen, Monaten. Wir hatten ja viele Themen, wir hatten ja viele Spekulationen, nicht nur um Florian Wirtz, auch über andere Spieler oder über Vertragsverlängerungen. Das gehört einfach zum Geschäft und das gehört ja auch für euch dazu. Es ist part of the game. Jetzt hätten sie nichts zu schreiben. Ja. Vincent Schirpke wieder, bitte. Ich muss da mit meiner Frage direkt anschließen. Eine Frage an einen Freund. Es ist ja gestern publik geworden, dass der FC Bayern ein Vertragsangebot an Leroy Sané gemacht haben soll. Können Sie das bestätigen oder uns ein Update dazu geben? Und eine Frage an den Trainer. Wie haben Sie ihn in den letzten Spielen wahrgenommen? Also, sorry, das ist für mich ein Unding. Ich bleibe dabei. Auf die 5 Jahre gesehen, ich weiß nicht, wenn der Leroy da jetzt sagt, er unterschreibt für 8 Millionen oder so, dann würde ich sagen, ja, kannst du machen aus, was weiß ich, welchen Gründen. Na, fallen mir sportlich auch keine ein, aber dann könntest du das noch verargumentieren, aber keine Ahnung. Aber am Ende des Tages können wir das dann erst beantworten in der nächsten Saison, wa? Wenn der Vertrag jetzt verlängert wird, können wir das nächste Saison beurteilen. Wenn Leroy Sané dann auf einmal nächste Saison performt wie ein Weltmeister, dann hat der Verein natürlich alles richtig gemacht. Ja? Wir können das natürlich jetzt kritisieren, das tue ich auch. Für mich kannst du den Mann nicht verlängern. Sorry, ist ein Unding. Selbst wenn das nur 5 Millionen wären, wären das 5 Millionen, die er in diesem Kader blockt. Ja, ich meine, wir haben die Leistung gegen Inter wieder gesehen. Also, Leute, über was reden wir? Das war keine Leistung. Ja, aufgrund der 2 guter Spiele oder sagen wir mal aufgrund von 3 guten Halbzeiten, weil die erste Halbzeit gegen Pauli war auch eine Frechheit. Sorry. Ja, ich finde es natürlich gut, um das auch mal was Positives über Leroy zu sagen. Ich finde es natürlich gut, dass er sagt, ja klar, ich habe da gar kein Problem mit, ich verzichte hier auf Gehalt, ich möchte gerne hier bleiben, ich fühle mich hier wohl. Das ist natürlich hier top. Ja, welcher Profi macht das heutzutage? Ne, da muss man auch mal den Hut ziehen. Und dass er Gehaltseinbußen in Kauf nimmt, ja auch zu Recht. Weil er wird selber wissen, dass seine Leistungen nicht das waren, wofür er bezahlt wurde. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Und nochmal, wir können das dann erst nächstes Jahr beantworten. Ne? Wenn er nächstes Jahr dann performt, ja, dann hat man mit der Verlängerung alles richtig gemacht. Ne? Aus meiner Sicht, ja, hat er 5 Jahre Zeit gehabt, hat diese Zeit absolut nicht genutzt, um zu zeigen, dass er ein Spieler für den FC Bayern ist mit Mehrwert. Ja, muss ich einfach so knallhart sagen. Ja, also ich glaube, in die letzten Spiele war es natürlich deutlich, dass wenn ein Spieler oft anfängt, ist das meistens eine gute Zeige. Und ich meine, in die Geschichte über unsere Kader und die Einzelspiele, und Leroy war einer davon natürlich, habe ich immer das Vertrauen, dass wir Talent haben in unserer Mannschaft. Und er ist einer von diesen Spielern, die jetzt in diesem Moment uns viel geholfen hat. Und auch Wo hat er denn gegen Inter Mailand bitte geholfen, Alter? Jetzt diese wichtige Tore gemacht hat. Und ja, gegen St. Pauli, Alter. Augsburg, ja, da hat er ein gutes Spiel gemacht, 100 Pro. Was war gegen Inter zu sehen? Nix, nicht eine Aktion, gar nichts, 0. Wo reden wir da über einen wichtigen Spieler, Alter? Katastrophe. Sorry. Und, wie gesagt, also keine Zweifel, dass er das immer weiter bringt für uns und alles, was verträglich ist und so, ich bin jetzt im Moment nur beschäftigt mit den Jungs, die im nächsten Spiel starten und ja, ich habe gesagt, ich sage nichts zum Aufstellung, aber Leo hat im Moment seine Rolle gespielt für uns, ja. Ja gut, das ist, haben wir jetzt schon öfter gesagt, dass wir in Gesprächen sind mit Spielern, ob das Leroy Sané, Erik Dyer, Thomas Müller war vorher, Fonsi oder Jamal, aber wir haben nie irgendwie
was gesagt zu Vertragsverhandlungen oder aktuellen Stand, aber wir sind in Gesprächen mit allen Jungs da, wo auch die Verträge auslaufen. Dann die vorletzte Frage bitte, Klaus Bergmann nochmal. Herr Kompany, ich weiß nicht, ob Sie jemals überhaupt so eine Niederlage wie jetzt Dortmund in Barcelona als Spieler erlebt haben. Ich kann mich nicht genau erinnern. 17 Jahre Karriere wahrscheinlich. Ja, aber so eine, also so Viertelfinale 0-4, man ist fast so chancenlos. Aber Sie können sich sicherlich hineinversetzen, mit welcher Haltung kommt Dortmund hierhin? Mit welcher Haltung kommen Spieler hierhin? Total verunsichert oder? Naja, ich denke mal, mit der Haltung, die Dortmund kommt, die werden sich natürlich was vornehmen. So, ist ja logisch. Das Ding ist, du kannst denen natürlich super schnell den Zahn ziehen. Ja, die haben 4:0 gegen Barca auf die Fresse gekriegt. Wenn wir in der ersten Viertelstunde oder sagen wir mal in den ersten 20 Minuten 1, 2 Hütten machen, dann brechen die zusammen. Ja, 100 Pro, dann brechen die zusammen, dann ziehst du denen den Zahn, dann kommen die in so ein Loch und denken, ach, die Scheiße geht von vorne los. Weil sonst hättest du nicht 4:0 auf die Fresse gekriegt im Barca, wenn du eine andere Art Mannschaft wärst. Ja. Auf der anderen Seite gehen die Dortmunder in Führung oder halten lange die Null, wir tun uns schwer. Und dann wird der Glaube natürlich umso stärker, dass das, was man sich vorgenommen hat, auch umsetzbar ist. Ja. Also ich denke, wir haben das so ein bisschen in der Hand, in welche Richtung dieses Spiel geht. Ja, angestachelt, wütend. Ist gute Frage und ich hätte auch gerne eine gute Antwort darüber. Ist eine gute Frage, aber ich muss ehrlich sagen, man weiß nicht. Das ist, wir sind letztendlich alle menschlich und das erhöht ein bisschen die Variabilität. Natürlich kommst du mit sehr, sehr viel Sicherheit rein, wenn du eine große Siege hast in jedes Spiel. Und natürlich hast du immer ein bisschen Zweifel, wenn du verlierst. Und das ist nicht nur für Dortmund. Das ist ja, was ich sage. Und wenn du dann so klar verlierst und kriegst dann im nächsten Spiel direkt in der ersten Viertelstunde wieder 1-2 eingeschenkt, dann ist das Thema durch. Und das ist für jede Mannschaft so. Und dann ist das Unterschied immer, wie man reagiert. Und ich weiß nicht, was die Gegner jetzt macht, aber ich weiß, was ich mir wünsche für unsere Jungs. Und für mich geht es nur darüber, das heißt, wir haben auch nicht gewonnen. Natürlich, vielleicht ist das Gefühl ein bisschen anders, aber die Reaktion ist, was wir zeigen wollen. Und ob die jetzt motiviert sind oder nicht, das darf nichts anderes für uns. Richtig. Dann ein letztes Mal, Torben Hoffmann, bitte. Vincent, ich habe mal eine Frage. Du bist ja noch ein sehr junger Trainer, reflektierst natürlich auch. Ich bin ein Jahr alt jetzt, ne? Ja. 39 geworden gestern. Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich, glaube ich, von der versammelten Mannschaft. Glückwunsch auf jeden Fall, nachträglich. Mit so ein bisschen Abstand von dem Spiel gegen Inter Mailand, würdest du im Nachgang sagen, du hättest möglicherweise ein bisschen was anders gemacht, gerade mit dieser Einwechslung, die du gemacht hast und vor allem dieser ganz großen Umstellung in der Viererkette, dass Boe rechts spielt, Leimer nach links rückt, Stani auf die Innenverteidigerposition. Ja, sorry, also das ist für mich Schwachsinn, diese Diskussion. Also völliger Schwachsinn, ja. Du musst variabel sein und Boe ist ein Rechtsverteidiger. So, es kann ja nicht sein, du hast einen Rechtsverteidiger in deiner Mannschaft, dann muss das ja auch möglich sein, den in so ein Spiel einwechseln zu können. Ja. Natürlich hat er dann sah er da nicht gut aus. Stani hat das in der Vorbereitung überragend gespielt auf dieser rechten Innenverteidigerposition, ja. Und ein Conny Leimer hat auch schon Linksverteidiger gespielt und über die Linksverteidigerpose ist nichts passiert. Ja. Das jetzt alles klar. Ich habe auch argumentiert, es wäre natürlich wahrscheinlich schlauer gewesen, du hättest mal einen Josh da hingezogen, aber das ist ja verpönt bei uns. Aber das jetzt daran aufzuhängen, dass man da einen Boe gebracht hat, sorry. Ja, natürlich, ich hätte ihn auch nicht gebracht. Ja, der hat keinerlei Spielpraxis gehabt, keinerlei Eingespieltheit in dieser Viererkette. Das war ein Risiko, definitiv. Aber da war der Gedanke halt, dass er offensiv stärker ist, so, dass er mehr nach vorne geht, dass er mehr nach vorne macht. Ja. Ist halt einfach der Sache geschuldet, dem Spielstand geschuldet gewesen. Ja. So, im Nachhinein können wir alle klugscheißen, können sagen, er hätte noch ein paar Linien reingebracht für die Stabilität und hätte einen Josh auf die rechte Verteidigerpose gezogen. Ja.
Oder hättest das Risiko genommen und hättest Min-Jae durchspielen lassen. Das hätte ich aber auch nicht gemacht. Der stand noch ein vor, dann wäre er mit Gelb-Rot runtergegangen. So, ja. Aber im Nachhinein können wir da jetzt alle klug scheißen. Ja. Das ist ein rechter Verteidiger, der weiß, was er zu tun hat, und dann musst du ihn auch da hinstellen können. Also. Position, gerade mit Blick auf das Gegentor, hat jetzt nichts im Einzelnen mit Boe. Ich sagte, er ist in der Fehlerkette natürlich auch mit dabei. Goretzka stürmt raus, Dani stürmt raus, Dyer bleibt drin. Also das möglicherweise so ein Wechsel, den du da vorgenommen hast, in der Zukunft vielleicht anders machen würdest? Aber ich habe es gesagt, das ist für jeden Job so, dass du, wenn du irgendwo anfängst in jedem Job, musst du einfach akzeptieren, dass immer diese Frage über Erfahrung immer zurückkommt. Kannst du nichts dafür machen, aber du kannst hart arbeiten, du kannst schnell, du kannst die Jungs positiv beeinflussen, du kannst auch richtige, kreative Entscheidungen treffen, weil du dieses Hunger hast. Die Hunger ist auch ganz groß, wenn du anfängst. Das ist in jedem Job so. Und man muss sich nicht in einer Situation reden, man muss einfach machen. Und das versuche ich immer zu tun. Deswegen ist es für mich kein Problem, die Frage auch. Aber trotzdem will ich sagen, dass die Kontext auch immer wichtig ist von einem Spiel. Also man redet jetzt über eine Sache und man kann das immer machen. Also ja, und jetzt stellt euch mal vor, Min-Jae wäre 3 Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz gegangen. Was wäre dann für ein Geschrei gewesen? Boah, wie kann der den nicht auswechseln? Jetzt ist noch ein Innenverteidiger weg. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr nach Mailand fahren. Ja, also Leute, sorry. Ja. Ich meine, am Ende die Flanke von Konrad Laimer, die nach links gegangen ist, vor Thomas Müller, die reingekommen ist. Ja, darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Conny Laimer hat das Tor noch vorbereitet von der Linksverteidigerposition. Ja, also über was reden wir, ja? Also, sorry. Das kann man auf 2 Wegen sehen. Also wenn man verliert, dann muss man einfach akzeptieren, dass man das nicht im Griff hat, was die Leute denken über die Wechsel. Man muss das einfach akzeptieren. Aber letztendlich ein Wechsel, was ist das? Ein Spieler, der reinkommt und ein Tor macht, ein Spieler, die von rechts nach links geht und die Flanke macht für die Assist. Richtig. Wenn du als Trainer bist, musst du akzeptieren, dass nach dem Spiel gesagt werden kann, dass... Ja, das kluge Schisse. Ich sitze auch hier und mache einen Klugscheißer. So, nach dem Spiel sind wir immer alle schlauer und können sagen, ja, warum hast du das denn? Nicht so dumm gewesen, ja. Wie ich gerade sagte, stellt euch vor, er hätte das nicht gemacht und Min-Jae wäre mit Gelb-Rot runtergegangen. Wir hätten ihn noch zerrissen, Alter. Ja, also von daher aus meiner Sicht alles richtig. Klar kannst du das aufdröseln und kannst im Nachhinein sagen, wie ich es gerade schon sagte, vielleicht hätte man Josh auf die Rechtsverteidiger-Posi stellen sollen, weil er ein bisschen gefährlichere Flanken noch hat und hätte für die Stabilität in der Mitte ein paar Linien bringen können und bla und Sülz, ja. Aber du lagst halt auch zurück, Alter. So, du wolltest ja die offensivere Schiene fahren. Ja. Wenn ein Spieler ein Tor macht, entweder kannst du sagen, das war ein richtiger Wechsel vom Trainer, gute Entscheidung, die Spieler reinzubringen, oder du kannst sagen, warum ist er nicht gestartet? Ja, ganz und nach dem Spiel, wenn du verloren oder gewonnen hast, hast du das nicht im Griff. Genau, jetzt hat er verloren und dann heißt es, ja, warum hat Thomas Müller denn nicht gestartet? Ist ja wohl eine Frechheit, da kann er sich ja nie erlauben, sowas. So. Was wäre gewesen, wir hätten jetzt noch das 2-1 gemacht, was hätte man dann gesagt? Ja, alles richtig gemacht, hast du super eingewechselt, gut ihn draußen zu lassen, war frisch, deswegen hat er die Power gehabt, hat neue Impulse gebracht. Ja. Man muss akzeptieren, dass die Leute ihre eigene Geschichte machen darüber. Und das ist auch schon ein bisschen Vorausdenken. Und genauso auch auf die andere Seite, wenn ein Spieler reinkommt und er hat keinen Impact, kannst du sagen, warum ist er reingekommen? Oder du kannst sagen, es ist richtig, dass er nicht gestartet ist. Und das stimmt, oder? Also ich versuche das auch nicht im Griff zu bekommen, was gesagt wird. Überhaupt nicht. Ist auch als Trainer weiß ich aber, wir hatten viele Rückschläge vor dem Spiel. Es gab viele Fragen über unsere Mannschaft, über unsere Kader.
Wir haben viele, viele Möglichkeiten gehabt im Spiel. Wir haben eigentlich geleistet und natürlich war es nicht perfekt oder man bekommt kein Gegentor. Das weiß ich aber. Und wir müssen versuchen, im nächsten Spiel besser zu sein, Kraft zu holen aus dieser Leistung. Und auf jeden Fall müssen wir da zusammenhalten. Wir haben nicht diese Option zu sagen, also der eine Spieler brauchen wir nicht jetzt, nein, wir brauchen alle. Und in diesem Spiel gab es viel Gutes, nur wir haben nicht gewonnen, aber wir haben noch nicht verloren. Versteht ihr das? Ja. Ist auch eine wichtige Einstellung. Und letztendlich, es geht über Gewinnen und Verlieren. Und wir haben verloren in diesem Moment, glaube ich, in dieser Halbzeit. Und morgen haben wir eine Möglichkeit, was Besonderes zu machen. Und das ist auch viel wert. Vielen Dank, Vini. Danke, Christoph. Danke. Danke euch. Bis morgen. Freuen wir uns. Servus. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut dazu Stellung bezogen, das gesagt. Hat er 100% mit recht. Ja. Ich habe es ja schon 100.000 Mal gesagt. Natürlich kann ich mich hier hinsetzen, genauso wie ihr. Ihr könnt auch nach dem Spiel da hinsetzen und sagen, wie hat man den aufgestellt, den Sané, der war Note 5. Ja, davor die beiden Spiele war stark, war logisch, dass man ihn aufstellt. Ja, und so kannst du die Reihe halt durchgehen. Ne? Also im Nachgang können wir immer alle klug scheißen. Und ja, natürlich muss er sich das auch gefallen lassen, so ist es halt. Deswegen ist es ja Fußball, deswegen ist es unsere liebste Freizeitbeschäftigung und deswegen haben wir ja auch immer ein bisschen was zu diskutieren. Ne? In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.